Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Hier ist nicht der Mike Shiva, sondern der Crowdleader oder der Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Ein kurzes Update bezüglich Oculus. Es ist ja so, dass sie mir ja geschrieben haben, dass sie Kreditkarten nicht belasten vom Kollegen in Deutschland. Und habe jetzt noch ein bisschen mit dem Support hin und her geschrieben. Und auch mit dem Kollegen geschaut und er hat gesagt, ja, das ist korrekt, die ist irgendwie gesperrt worden über das Weekend von ihm, fälschlicherweise. Er wird das jetzt wieder klären. Was an und für sich ja gut ist. So Sachen können passieren mit den Kreditkarten heutzutage. Und ich habe Verständnis dafür, dass natürlich Oculus dort nichts ausrichten kann. Aber für was dass ich kein Verständnis habe, ist jetzt, um das wieder zum Laufen zu bringen, müssen wir jetzt in ihrem Bestellsystem eine andere gültige Zahlungsmethode eingeben, müsst dann das akzeptieren und sobald das dann gemacht ist, müssen wir die wieder rausnehmen und die Kreditkarte eintragen, die eigentlich ursprünglich dafür verwendet worden wäre, um das zu zahlen. Ist ein bisschen kompliziert, oder? Und das Problem ist, wir haben gar keine andere Kreditkarte, die wir nutzen können. Also um das jetzt wieder zum Laufen zu bringen, noch einmal müssen wir zuerst eine andere rein tun, die dann wieder rausnehmen und dann auch die richtige rein tun. Und die man zuerst so ein bisschen als temporäre Kreditkarte rein tun, die muss dann natürlich auch funktionieren. Leck du, mir ist das mühsam und kundenunfreundlich, dass es klopft und tätscht. Und ich habe nicht unbedingt Glück jetzt mit meinen Virtual Reality Headsets. Man erinnert sich vielleicht noch an HTC Vive Support. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen Oculus anschaut, ich bin extra noch in die Bestellhistorie rein, ich habe am 13. Januar, in diesem Jahr natürlich, nicht letztes Jahr, also so lange ist es schon nicht her, aber gleich, es ist doch schon ein Kehrchen her, seit dem 13. Januar warte ich auf das Oculus Rift. Sie hätten nicht seither mal checken können, ob das in Ordnung ist mit den Finanzen. Nein, sie warten bis zum letzten Moment, bevor sie es dann abschicken und checken es erst dann. Und wenn es dann ein Problem gibt, geht es dann noch länger. Ganz, ganz schlecht. Und ich weiss, dass gewisse Systeme, Computersysteme im Hintergrund sehr verbesserungswürdig sind und Oculus hat scheinbar auch so eins im Einsatz. Das kann es jetzt nicht sein. Die Lösung, die sie mir jetzt angeboten haben, ist, schaut, guter Kunde, ihr könnt sonst die Bestellung über den Haufen werfen, ihr könnt die einfach abbrechen und könnt das noch einmal neu bestellen. Dann kommt es dann anstatt Mitte Juli, kommt es dann vielleicht Ende August. Und dann ist dann wirklich über ein halbes Jahr her, Herr Kunde, wo ihr dann auf das gewartet habt. Scheint mir fast so ein bisschen eher eine Comedy-Nummer zu sein als etwas aus der Realität. Ich weiss, gewisse Kickstarter-Projekte brauchen noch viel länger, bis sie endlich ausgeliefert werden. Aber dort ist auch ganz eine andere Firma dahinter. Und ich muss es einfach schon sagen, seitdem das Oculus von Facebook gekauft worden ist, läuft denen irgendwie nur noch die Scheisse aus dem Mund raus. Man hat es an E3 gesehen, wo sie Versprechungen, die sie noch vor einem halben Jahr gemacht haben, oder am letzten E3, haben sie komplett 180 Grad eine andere Meinung jetzt und sagen, ja, da hat er uns auch falsch verstanden oder so. Einfacher geht es wirklich nicht. Mit ihrem Versuch, dann irgendwelche Entwickler zu kaufen, dass das Game dann nur auf dem Rift läuft und nicht auf dem HTC Vive, ist eigentlich auch ganz, ganz hingerfotzig. Sorry für die Wortwahl. Und wenn man auch noch daran denkt, dass sie irgendwie mit DRM probiert haben, ihren Shop abzuschotten, dass das dann eben von außen auch nicht zugänglich ist, ist es einfach eine ziemlich leide Machenschaft, was Oculus hier an den Tag legt. Und ihr wisst ja selber, ich bin eigentlich nicht gerade von der Kickstarter-Kampagne aus, aber sobald dass ich vom DK1 Wind bekommen habe, bin ich eigentlich ein riesen Fan von dieser Firma. Man kann sich noch die alten Videos vielleicht reinziehen. Ich war wirklich voll des Lobes. Und jetzt bin auch ich um 180 Grad gekehrt, weil es ist wirklich eine absolute Shitshow, was sich Oculus leistet und wie sie dann ihre Kunden können behandeln können. Wow, krass. Darum gibt es für mich kein Oculus Rift, das kann ich und will ich nicht unterstützen, das Geld spare ich lieber effektiv. Und ich bin natürlich jetzt nicht völlig gegen die. Vielleicht tun sie sich wieder auf die gute Seite vor Machten bewegen, aber in den nächsten Monaten no fucking way, hey. Wenn dann vielleicht die Touch-Controller rauskommen und dann vielleicht mal Games rauskommen, wo man dann unbedingt jetzt auf dem Rift muss haben, wo man mit dem DK2 nicht spielen kann, dann vielleicht schon. Aber bis dann, Oculus
richtig leiden Job habt ihr gemacht. Hey, wirklich. Darum gibt es von mir kein Geld. Ich hoffe von euch auch nicht, falls es irgendjemand in Betracht hat gezogen. Und wenn es bei euch besser ist gelaufen oder besser läuft mit der Bestellung, freue ich mich total für euch. Aber auch für mich hat es jetzt wirklich so viel aneinandergereihte Lampen gegeben, die einfach zeigen, dass Oculus seine Kunden leider nicht wertschätzt. Ganz und gar nicht. Darum springe jetzt auf einen anderen Zug und ziehen mit dem HTC Vive weiter. Ja, wir hören uns sicher beim nächsten Doom Let's Play, was vermutlich schon morgen wird sein. Gute Zeit, ciao zusammen.